es ist schon die Reaktion auf ein Ereignis, wo die Zukunft eigentlich wieder gleich wirst erleben, weil eben eine Reaktion folgt eigentlich wieder eine gleiche Emotion, wo du damals schon gehabt hast. Und in dem, dass man anfängt zu beobachten, kann man halt wirklich in Situationen also einfach einmal nicht reagieren. Mal das nicht reagieren ist auch eine Reaktion. Oder einfach einmal anders, einfach vielleicht mal ruhig sein, wo du normalerweise gesagt hättest, wo du normalerweise was gesagt hast, einfach mal ruhig sein. Oder es ist dann für dich und für den Gegenüber, je nachdem, komplett eine andere Situation. Oder? Das heisst, dann wird eigentlich eine neue Geschichte geschrieben. Es ist nichts anderes wie, du liest jeden Tag die gleiche Geschichte, du stehst am Morgen auf, du gehst zum Arbeiten, dort ist dein Chef, er sagt dir das, dir passt das nicht, du reagierst gleich, es ist wieder gleich, du gehst am Abend wieder heim mit dem gleichen Gefühl, das du hast mit dem blöden Chef und so weiter und so fort. Oder? Und wenn man nicht gleich reagiert, dann schreibt man eine neue Geschichte, weil dann blättert es nicht auf die nächste Seite, sondern es gibt was Neues. Und das Unbekannte macht extrem Angst. Ein Mensch, das macht ihm Angst, weil er kennt es nicht. Oder? Und darum sind viele Menschen, obwohl sie negativ behandelt werden vom Partner, obwohl sie geschlagen werden, je nachdem, so lange noch dort, weil die Vertrautheit, auch wenn man geschlagen wird, ist einfacher auszuhalten, wie etwas Neues, das Angst macht, weil man nicht weiß, wo es angeht. Oder? Und das ist eigentlich mega krass, aber ja, da einfach mal etwas anders machen. Oder? Ich bin auch am Versuchen, immer mal wieder ein bisschen anders zu fahren, Auto fahren. Das heisst, wenn ich von A nach B fahre, einen Weg, versuche ich mal links weg, mal rechts weg, dass ich eigentlich einfach mal neue Bahnen fahre, nicht immer das Gleiche, oder? Weil es ist mega erschreckend, auch wenn man die Straße ein bisschen beobachtet oder egal was beobachtet, man trifft immer die gleichen Leute am gleichen Ort, zur gleichen Zeit. Und das heisst für mich, es ist immer das gleiche Buch, das immer gleich läuft, wo der Mensch gar nie bewusst dabei ist, wo er einfach automatisch läuft. Wie ich ins Auto hocke, ich könnte dir nicht erzählen, wie ich reinhocke und Auto fahre. Ich kann dir das nicht erzählen, weil es ist automatisch. Oder? Und der Mensch ist irgendwie einfach... der läuft einfach durch sein Leben, ohne gross links und rechts zu schauen. Also er macht das schon, aber nicht bewusst, oder? Und je mehr, dass man anfängt, mal einander den Schuh mal anders anlegen, mal sich anders einsäufen, mal anders Zähne putzen, mal die linke Hand nehmen, um irgendetwas zu machen, desto mehr ist man auch bewusst dabei, mal rumschauen, ich habe jetzt auch angefangen, wenn ich im Autofahren bin, bewusst nur rote Sachen zu sehen, weil ich will meine Umgebung anfangen, mehr wahrzunehmen. Und ich merke, ich fange an und dann sehe ich die Straße. Dann versuche ich mir so die Autos, einfach alle Autos, also so, sage ich sehe jetzt alle Autos. So, oder ich sehe jetzt alle Bäume. Und ich bin dann so schnell weg. Und jetzt habe ich auch angefangen zu sagen, ja, ich schaue mal ich suche nur rote Sachen. Also eben, so, ich sehe was du nicht siehst, in dem Style, oder? Und dann fährt man wieder mal an, bewusst die Welt anzuschauen. Weil sonst, ja, nimm mal ein Blatt Papier in die Hand und geh deinen Tagesablauf durch. Fang an, am Morgen, wie du aufstehst, stehst immer gleich auf. Dann gehst viele Menschen haben den gleichen Weg, die gleichen Schritte zu der Küche, nachher ins Bad. Die Haustiere stehen oftmals zur gleichen Zeit, am gleichen Ort. Es passiert jeden Tag das Gleiche. Man legt die Schuhe gleich an, man geht eigentlich generell aus der gleichen Zeit aus dem Haus, man hockt ins gleiche Auto, man fährt den gleichen Weg, man erlebt das Gleiche. Und ja, und da merkt man, dass das Leben kann sich so nicht verändern, wenn alles gleich ist. Es ist eigentlich sehr logisch, oder zumindest finde ich, dass es logisch ist, dass, wenn man nicht etwas ändert, sich nichts ändert.